Alola. Eine Insel, wohl eher eine Inselgruppe, bestehend aus mindestens 4 Inseln, mit vielen Abenteuern, vielen Geheimnissen, vielen neuen Pokémon. Nur eine Mütze voller Schlaf fällt mir. Ja, es ist dunkel, nicht nur bei mir gerade draußen, auch hier im Spiel selbst. Hallo Freunde, willkommen zurück zur bereits zweiten Folge hier vom Let's Play zu Pokémon Sonne und Mond. Immer noch hier in der Mond Edition, zumindest momentan noch. Und ja, uns steht die Starterwahl bevor. Pflanze, Flug-Pokémon in diesem Sinne, Bautz, Feuer-Pokémon Flamiau oder das Wasser-Pokémon Robball. Schwierige Wahl, immer wieder eine schwierige Wahl. Im Prinzip Robball, wir wissen es bereits, von Spoilern her und so weiter und so fort. Die Entwicklungen sind eher weiblich angehaucht und die Stadien sind auch meistens männlich. Zu immerhin etwa 87,5%. Wäre also doof. Flamiau sieht grimmig drein, hat wie ich finde eine geile Entwicklungsstufe, aber irgendwie, ja, Feuer. Kriegen hier sonst in Alola auch relativ viel noch. Mein ganz ehrlich Leute, Pflanzen-Pokémon Bautz. Pflanzenflugstall gab es noch nie und es sieht so cool aus und auch so niedlich und tja. Trotzdem, ihr habt euch entschieden im Infovideo, wie ihr es gerne haben wolltet und wenn ich ehrlich sein soll, es war ziemlich... Ich sag's mal so, es war eigentlich eindeutig für Bautz, also eine Mehrheit war für Bautz. Es gab aber auch Stimmen für Flamia und Robball. Dachte ich mir so, ja scheiße. Ich bekomme das Spiel erst am Release-Tag. Aber auch kaum Zeit zum Aufnehmen. Also kommt der erste Part frühestens am Freitag, 2 Tage nach Release. Aber wer guckt denn überhaupt das Spiel noch dann? Also bei mir jetzt zum Beispiel, man gibt andere Let's Play, die schon eine Woche vor Release, also zumindest am japanischen, amerikanischen, sprich außerhalb Europa Release zocken kann. Wer schaut das Spiel überhaupt bei mir noch, hä? Wenn ich schon bei anderen gucken kann. Auch da, die meisten nehmen Bautz. Einige noch Flamiau. Die wenigsten Robball. Soll ich also Robball nehmen? Ich habe mir was anderes überlegt. Oh yes. Dazu kommen wir später. Aber erstmal natürlich entscheiden. Es geht nicht anders. Ich muss einen von 3 wählen. Und deswegen nehme ich jetzt Bautz. Bautz. Yo. Du hast für Bautz entschieden. Was? Wer denn? Dann sich allerdings erstmal ein wahrer Partner schaffen. Der Partner, den du dir ausgesucht hast, auch dich erwählt. Was mache ich, wenn er mich ablehnt? Dann ist das Let's Play vorbei. Nach 2 Parts schon. Da wollen wir mal sehen, ob Bautz sich als Partner anerkennt, wa? Na du? Was will der von mir? Grins. Sag mal, ist der doof? Was machen da? Na komm schon, nimm ihn. Naja. Was besser finde ich hier wohl nicht, wa? Du hebst Bautz immer voll hoch. Grins. Bauhuhu. Das Pflanz-Pokémon Bautz plustert sich vor Freude auf. Das ist Platz gleich. Oh, Bautz sich als Partner akzeptiert. Jetzt, wo ihr auch gegenseitig ausgewählt habt, seid ihr für immer beste Freunde, Best Friends und so weiter. Cool, wa? Bautz einen Spitznamen geben, momentan noch nicht. Das auch hat einen bestimmten Grund. Ja, ich weiß, es hat viele Gründe, die ich ja später erklären kann. Aber es ist schon bald soweit, wa? In dieser nächsten Part dann. Und bitte Leute, die jetzt denken, ne, Robball ist cool oder Flamiau, bitte nicht abschalten. Wie bereits erwähnt, ich habe mir da was überlegt. Bautz hat dann ein Team aufgenommen. Der Team ist mein einziges Team-Pokémon. Bautz also, ja? Pui, piu. Dann ist er zappelig, Solange Halla und der Professor näher sind, bist du sicher. Aber das ist nur eine Ausnahme, du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Pass immer auf dein Pokémon auf. Klar, Mann. Klasse, Michael, ab heute kannst du dich Trainer nennen. Zu diesem Anlass bekommst du von mir auch ein kleines Geschenk. Lass mich raten, Pokédex. Alter Falter, was ist denn das für ein klubiger Pokédex? Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatisch Einträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Der neue Partner Bautz hat bestimmt auch schon registriert. Wir drücken mal einen Blick drauf.
Ein Trainerpass für dich vorbereitet. Ja, Mann. Du kannst schnell nach Hause gehen und deiner Mutter da einen neuen Begleiter vorstellen, meinst du nicht? Mutti? Ist sie noch wach um die Zeit? Mal weißt du, ganz ehrlich, Leute, Eltern pennen um die Zeit schon, wa? Erstmal, oh, wir haben so viel zum Gucken, so viel Poképause. Erstmal später. Der Trainerpass war ganz geil. Ich habe irgendwie 15 Seiten hier, wie ihr rechts unten im Video sehen könnt. Warum 15? Hier kann man schon mal Theorien aufstellen, ne? Es sind 4 Inseln, ne? Aber ich meine, auch wenn ich die 4 mal 2 rechne, geht es nicht ganz auf. Da geht es nur 8, dann mal 3. Wieso soll er pro Insel irgendwie 3 Einträge kriegen? Hä? Gibt ja gar keinen Sinn. Wieso 15? Sprich, wieso fehlen noch 14? Egal. Poképause, später Pokédex bringt es auch noch nicht ganz. Erst später. Ah doch, wegen Bouts, war nicht Trottel. Erstmal ganz kurz gucken. Bouts. Nur Dünger wie gewohnt. Oh. Mild. Das heißt, Spezialangriff hoch, Verteidigung runter. Oder war das so? Roter Wert hoch, blauer Wert runter. Oh, kann schlimmer sein. Spezialangriff hoch. Ja, dort ist bei Bouts. Ja, bei Bouts spielt es jetzt eine Rolle. Ob der Angriff oder der Spezialangriff höher ist. Mag es sich zu entspannen. Herkunft Lili. Getroffen 20.11. Stimmt sogar. Originaltrainer Michael, Pflanze, Flug-Pokémon. Alter, wo gibt's denn sowas? Gut, 4-fache Eisschwäche, natürlich nicht so geil. Vielleicht ein Grund, wieso es in Alola nicht so viele Eis-Pokémon gibt. So, Pokédex ganz kurz noch. Bouts. Was hier noch, ja, finde ich eigentlich noch gut gemacht. Ist gut, ein bisschen Spoiler weg und so weiter, aber trotzdem. Du siehst auf einen Blick, ob das Pokémon 2 oder 3 Entwicklungsstufen oder gar keine. Insofern braucht es natürlich noch 2 Entwicklungen, logisch für einen Starter. Nachdem er sich seinem Fight Outlaws im Gleitflug genähert hat, wird dieser mit heftigen Tritten völlig überrascht. Haben die einen kurzen Stummelbeinchen da? X. Hey, kann den QR-Code einlösen? Aha. Oder könnt ihr den einlösen? Das ist doch eher für die Form, oder? Das ist dafür, dass wenn ihr jetzt den Code, ich meine, ja, ist jetzt hier offiziell verfügbar auf YouTube, wenn den Code jetzt einlöst, dass ihr bei euch auch einen Eintrag dazu habt. Wäre eigentlich noch geil, wa? Wo finde ich das? Unbekannt, ach schön. Ja, mal cool, wenn man Starter auch fangen könnte. Alter, wo ist das Knick wehtun? Ja, ist gut, Baut, ich hab's verstanden, du biegst dir gerne Knochen so, wie du es gerne hättest. Meine Fresse, ey. So. Bouts ist unser Starter-Pokémon. Vorläufig. So. Quatschen hier mit Leuten. Ganz kurz mit den 3 noch, den Rest machen wir auch später. Wir haben noch genug Zeit, Freunde. Einen Pokédex ansehen, habe ich schon. Vergessen. Aha. Ja. Wen wohl? Der Typ, der jetzt kommt. Hey, du hast Lust auf einen Pokémon-Kampf? Ja, Mann! Oh, nicht so voreilig. Wenn man zum Pokémon-Kampf rausholt, soll man sich vorstellen, junger Mann. Wer ist das? Ich bin Grinsebacke. Er ist aber noch glatt vergessen. Also ich bin Tali, der Enkel von Inselkönig Holler. Mein Partner ist Pokémon ist Robball. Ja, passt zu dir. Ja, wegen Grinsen. Mensch, der Baut sieht aber auch total cool aus. Danke, warum bist du so aufgeregt? Ja, wie gesagt, wir müssen unbedingt gegeneinander kämpfen. Aber nicht warten konnte. Ich schaue mir Kämpfe nur sehr ungern an, aber ich mag es einfach nicht mit wenn Pokémon sich verletzen. Das ist scheiße, aber ich werde anfeuern. Okay. Ganz schön aufregend, wa? Denke mir daran, dass die Wahl der besten Attacken über Sieg und Niederlagen entscheiden. Meines Enkels an, ne? Kann mal ein fessendes Duell werden. Wir sollen hier fighten? Von mir aus. Komm schon, Tali. Der Sieg wird mein sein. Ich hab keinen Bock drauf. Tschüss, ich geh wieder. Ah, du bist doch wieder so ein typischer Tali, ey. Gut, catchen wir halt. Ja, ja. Na dann, alles klar, auf in den Kampf. Los geht's. Pokémon-Trainer, Tali wollte ich raus. Er setzt die Robbe.
Mit dem roten Ball auf als Nase ein, wie auch immer. Ja, ist irgendwie immer. Da setzen Schwächen ein. Das Kampfsystem ist natürlich schon ziemlich cool. L plus A. Dann wenn er gerade das Ziel mit Blättern an. Ja, davon schwache Blätterstunde oder was? Neue Attacke. Geil. Blattwerk. Nur so wenig hat denn das Vieh für eine Verteidigung. Spezialverteidigung. Aua. Ne, warte mal, was? Das ist ja physisch, dann ist ja ein schwächer Rasierblatt. Heiler! Manon! Obwohl, hat er gar keine. Das ist sehr effektiv, ja logisch, ein Wasser-Pokémon. Alter, braucht 3 Pflanzenattacken. Ernsthaft? Jetzt bin ich jetzt schneller. Das war fies. Und ich kann pflegen. Ich kann das Pokémon pflegen. Bauzeit Level 6. Werte. KP, Angriff, Verteidigung nicht. Ist mir egal. Zack. Und Trenatral wurde besiegt. Oh wow. Michael gewinnt. $100. Du. Du kannst deine Pokémon pflegen. Nach dem Kampf ist doch geil, Mann. Pokébohnen kannst du füttern. Schnutzig machen und sie zu säubern. Okay. Alles für dich. Fangen wir mit vielen Pokémon an. Okay, treffen sie. Ja, was bringt mir das überhaupt? Treffen sie dann besser oder was? Okay, es ist nass, muss ich es trocken föhnen. So. Noch schön in der Mitte sauber machen. Ja, waren wieder trocken, danke dir. So, uns gibt es noch ein leckeres Bonbon hier, ein grünes. Du magst die Farbe grün, nicht wahr? Ja, Bautz. Jetzt gebe ich alles für dich. Es wird die Attacke stärker, wa? Nein, wohl eher weniger. Ich will der Raub im Hintergrund. Das war der Name, oder? Der Bautz ist so cool. Jo, Mann, das ist eine coole Eule. Na du, Michael. Dürfte deinen Glitzerstein da also mal kurz sehen. Klar. Das ist ja ein... Ob hieß der Stein etwa? Sag mal, Michael. Gaboriki hat dich geredet, richtig? Ja. Ich verstehe, du hast also nicht nur geredet, sondern hast auch einen Stein erhalten. Den Stein der Weisen. Ich habe das Gefühl, es war Schicksal, als du nach Lola gekommen ist, Michael. Wenn jetzt dagegen hast, wird den Stein von der Weile an mich nehmen. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Und erinnere dich auch dran. Du hast eindeutig Talent als Trainer. Deshalb würde ich dir dringend ans Herz legen, morgen in unserem Fest teilzunehmen. So, Michael, Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich noch bis nach Hause, ja? Lilly, du kommst am besten auch mit. Wir wollen schließlich nicht, dass dein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät, wa? Sie haben recht, Professor. Ich werde gut auf Völkchen aufpassen. Auf mich, Piu! Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Es soll so in der Tasche bleiben. Voll lustig, wa? Piu, piu. Da bist du wieder, Michael. Und wir haben das Pokémon was bekommen. Los, zeig schon. Bahu. Was ein tolles Pokémon. Warum haben wir uns für dies entschieden? Weil es süß ist, weil es cool ist, weil es beides ist. Und das ist dann richtig getroffen. Dieses Pokémon ist nämlich süß und cool. Das sagt es bei jedem Starter, Freunde. Ja. Die passt wirklich gut, ganz wunderbar zusammen. Das sah mir ein Lächeln ins Gesicht. Miauts, genau. Bahu. Mit Flamir wäre es cool gewesen. Miauts, genauer. Was? Die Mutter ist im Pokémon Center? Am nächsten Tag. The next day. Ah, was für ein Sonnenuntergang. Aber jetzt packe ich wieder ein paar Kartons aus. Wir sagen Sonnenuntergang. Jetzt sage ich eigentlich abends. Also, was Mond ist ja halt jetzt tags. Ja, im Mond ist halt 12 Stunden verschoben. Wird noch interessant werden bei Wuffels Entwicklung. Aber mal gucken, wenn es soweit ist.
Einmal Kukui. Du nimmst den Spruch mit, alle Türen Alola stehen offen, sehr wörtlich kann das sein. Hey Michael, es wird Zeit zu gehen, die Fesselkeiten rufen. Aber zuerst, jetzt ein echter Pokémon-Trainer bist, muss ich dir unbedingt etwas zeigen. Komm, wir machen einen kleinen Abstecher zu Route 1. Pass schön auf und viel Spaß. Deinem neuen Pokémon. Martin, ich komme uns erstmal weiter ums Auspacken. Mauz? Nö, ich will nicht. So im Sinne von Miauz geht. Nö. Wo ist denn? Ah, jetzt ist er plötzlich rechts, okay. Komm schon, Michael, nicht so langsam. Was mit Turbo-Tempo? Ja, ja. Da geht mir auf den Sack. Ja, also gequatscht wird hier echt. Unglaublich, wie gesagt, haben wir schon ein bisschen in die 5. Gen. Route Nummer 1. Da, hier drüben. Ja, ich weiß, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Und nun hast du ja Bautzen an deiner Seite. Du kannst jetzt also nicht nur gegen wilde Pokémon kämpfen, sondern sie auch fangen. Cool, wa? Sag dir mal eben, wie man wilde Pokémon fängt. Also pass gut auf. Okay. Wir müssen sowieso ein paar fangen, Freunde. Ja, ein paar. Ich schätze mal so. 3 wären von Anfang ganz gut. Am besten sollten es 3 identische Pokémon sein. Eigentlich müssen nur 2 identisch sein. Jawohl, vom Pokédex der 3. noch, wa? Der Kukui hat den Pokéball geworfen. Blub. 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 Klasse, Mann. Pipik wurde gefangen. Yeah, Pipik, das Super-Kick-Pokémon. Das war doch nicht so schwer, oder? Manchmal greifen viele Pokémon dich an, aber wenn du sie fängst, können sie verlässliche Mitstreiter werden. Wenn die Pokémon mal fix und fertig mit vielen Kämpfen sind, macht zu Hause eine Pause. Sprich einfach mal mit deiner Mutter, bestimmt sorgt dafür, dass ihr dein Team gut erholt. Ja, sag mal, gibt's keine Pokémon Center hier in der Welt? Wie rückständig Alola einfach ist, kein Pokémon Center. Es ist der Trank. Ja, Bautz. Miauz. Miauz. Es ist ein Bautz. Unser erstes wildes Pokémon. Es ist ein Pipik. Oh Mann, es ist ein Flug-Pokémon. Das ist doch scheiße mit Bautz als Pflanzenflug. Das kann nicht gut gehen. Bautz Tackle. Oh oh. Ei! Wohl auf den Schnabel. Schnabel! Bautz! Halte durch, Bautz! Ich will nicht ohnmächtig werden, wenn noch cool war. Part 2 bereits ohnmächtig werden. Pokéball, flieg, flieg, go! Du, 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 du. So, du willst also Pokémon-Meister werden, wa? Yo, Mann. Pipik wurde gefangen. Yes. Ich muss es fliegen. Es geht ihm nicht so gut. Nein, es geht ihm nicht so gut. Pokédex-Eintrag. Ja, 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 ja. Pipik, du, du, du. Registriert ist auch schon. Lalala. Dieses Pokémon ernährt sich vom Bären. Die Samen verschießen später das Munition aus seinem Schnabel. Okay, nice. An Spitznamen. Ja, ihr macht es so generell bei Spielen, dass ihr mir halt in den Kommentaren schreiben könnt, wann ihr gerne wie ein Pokémon heißen wollt. Wir es auch hier gerne so machen. Wenn ich halt ein bisschen zu spät dran bin mit dem Namen ändern, sprich wenn ich schon Pokémon gefangen habe oder Kommentare später lese. Es gibt hier in Sittenschenk sicher auch Namensbewerter und Namen noch ändern können, also gar kein Problem. Nennen Sie einfach mal, weil es ein bisschen das Prinzip ist und so weiter bei mir, also bei uns mittlerweile. Ist ein Vogel-Pokémon, deswegen nehme ich einfach mal Domi. Um mal den guten Chu-Ava alias Avatar Engist alias mittlerweile noch irgendwie anders. Kasura und so weiter. So. Bautz, wie siehst du denn aus? Komm mal sauber hier.
So, komm. Ja, Mann, mir geht's wieder gut. Ist wieder gewachsen? Ja, Mann, ich bin jetzt 10 cm größer. Nehmen wir das hier. Hellblau. Das ist sicher deine Lieblingsfarbe, war Bautz? Ah ja, schmeckt geil. So. Ja, das war so cool, Mann. Wir haben ein Domi. Ein wildes Domi. Der Poképause kennen wir bereits. Ein wildes Domi. Oh, ist ein Weibloch. Weibliches Domi. Oh, Initiative hoch, geil. Ja, hastig. Einmal. Hallo, Adlerauge will Fähigkeit gucken. Genau zu senken. Das kann auch nie schaden. Eine gute Ausdauer. Okay, warten wir mal momentan. Regenerieren wäre nicht schlecht. Blub. So, mal gucken vorhin, gibt es noch was anderes als ein Bautz? Bautz, Miautz? Natürlich. Direkt vom Pokéball. Ein Raupi! Wollen wir uns ein Smetbo machen? Bin ich eigentlich eher dagegen, weil es kein Alola-Pokémon ist. Wenn es eine neue Generation ist, mache ich eigentlich, ja, ich sage jetzt extra eigentlich, bis und mit der Liga immer nur so eine, ja, Team aus der Generation halt von neuen Pokémon. Ist hier natürlich ein bisschen anders, weil, ja, wenn ihr sagt, ihr wollt das Raup im Team haben, dann natürlich gar kein Problem. Weil wir werden sowieso noch ein bisschen trainieren und gucken, was so alles kann und so weiter und so fort. Und wenn ihr irgendwie sagt, ja, ein Raupi, bitte nenn es nach mir. Das ist natürlich auch was anderes, logisch. Aber eben generell bin ich eher der Typ, der sagt, ja komm, neue Generation, du fängst erstmal nur neue Pokémon und catch mit dem bis mit der Liga. Wobei, ob es in der Liga gibt, ist eine ganz andere Frage. Weiß ja, Alola, da ist noch alles unklar. Also. Ja, eigentlich mittlerweile nicht mehr, aber mittlerweile könnte man es schon wissen, wenn man sich da durch das Spoilern graben würde. Will ich aber nicht wissen, das ist ja auch alles toll für mich, deswegen noch keine Ahnung, ob es in der Liga gibt. Und was anderes. Mein Gott, Bowser hat bereits Level 7. 3 KP, alter, krasses Teil. Die Raupe kriegt natürlich auch einen Eintrag und es... Raupi. Mit Safcon und Smetbo. Du bist ein wunderschöner Schmetterling. Ah, verdammt, wie hieß der? Wie hieß die Raupe schon wieder, das große Krabbeln? Ich weiß den Film noch, weiß den Namen nicht mehr von dem Teil. Gut, war zum Schluss kein richtiger Schmetterling, aber trotzdem. Ey, da wäre ein perfekter Name, ich weiß den Namen nicht mehr. Nein! Wie hieß der? Guck mal, ich bin ein richtig schöner Schmetterling. Der hat so einen richtig geilen Akzent gehabt. Zeigen sich am besten für frisch gebackene Trainer, dass sich leicht fangen lässt und sich sehr schnell entwickelt. An Entwicklung begutachten, genau. Also Leute, wenn ihr wisst, wie der Typ hieß, da aus das große Krabbeln. Ich weiß, ich kann jetzt schnell nachgucken, aber ja, ist jetzt gerade doof. Jetzt irgendwie live machen. Na, könnte schon. Nee, wir müssen hinmachen. Später. Ins Team aufgenommen. Yeah, wir haben einen Raupi. Wir haben eine Raupe namens Raupi. Und die bekommen... Ich höre schon wieder was. Hat's nicht noch alle so Pokémon? Hm? Oh, scheiße, es ist ein Trainer. Nein. Der will mir wehtun. Ich kenne diese Trainer. Hä? Wo ist ein Tauschen? Berichte generieren, Item zurück. Hä? Achso, mit Y wird jetzt hier getauscht. Oh mein Gott, wie so ein kompliziert machen, bitteschön. Ja, nee, wieso einfach, wenn es kompliziert geht, wa? Auf Y tauschen, okay. Das Blicke von 2 Trainern treffen, dann fliegen schon mal die Fetzen. Geile Mucke. Jemand, der Knirps namens Max. Max Steel. Los, Radfratz. Mit Schnauzer. Was zum... Freunde, es ist ein Alola Radfratz.
Es sieht nicht nur anders aus, sondern eine andere Typenkombination. Also später erstmal mehr. Nur Level 3 können sogar irgendwie besiegen. Vielleicht. Flucht. Ne, komm. Machen wir. Bauzimann, du bist dran. Tackle. Bautz? Ich will dich platt machen. Blattwerk. Aha, daneben. Hä? Diese Säcke vom Gamefreak, die haben wieder die Stärke gesenkt von Tackle. Also bis mit 15 Gen war es in den 35 von der Stärke. In Gen 6 plötzlich 50 und 240. Egal. Blattwerk! Knie absolut besiegt. Nein, war trotzdem cool. Ja, war nett. So. Item nix. Sieht cool aus. Wieder ein Trainer. Halten wir uns für später auf. Aus Gründen, die wir in der nächsten Folge sehen werden. Ja, Part 3, da kriege ich es hin. Pokéball. Ach ja, neue Pokémon. Ich misse eigentlich noch 2 Stück hier. Das ist das erste. Mangunio! Wie kann man das Teil wohl nennen, wa? Wir wissen es alle, Freunde. Wir wissen es alle, wie wir es nennen werden. Ja. Ein weibliches Mangunio. Wow, Alter. Oh, hoffentlich hilft direkt nichts. Ich würde es bald zutrauen. Level 2 nur. Wobei 5 Level höher ist, eigentlich traue ich das nicht kalt machen. So. Mangunio wurde gefangen! Yes! Na, pflegen! Ich will pflegen, pflegen, pflegen. Ich bin ein richtiger Pfleger. Level 4. Geil. Raupi macht sich schon. Hä? Registriert hat noch eine Weiterentwicklung. Wir kennen sie alle. Die Futtersuche treibt unaufhörlich umher, doch sobald die Sonne untergeht, ist von Müdigkeit überfallen und schläft sofort ein. Der Mangunio und Radfratz teilen sich in der Lolo-Region eine bestimmte Rolle. Also gar nicht mehr auswendig, wie es genau war. Wenn ich in der Invasion war, es gab so viele Radfratz in der Region. Deswegen wurde Mangunio aus einer weit entfernten Region irgendwie eingeholt, damit sie die Radfratz vertreiben. Deswegen hat Radfratz, weil wir jetzt eng getrieben wurden und so weiter, mussten sie irgendwie ihre Form ändern, dann sich halt entwickeln und deswegen wurden sie zu Alola Radfratz. Oder was umgekehrt, keine Ahnung mehr. Irgendwie so war's. So. Ich denke, es ist klar, wie ich es nenne. Und ich denke, ich muss auch nicht groß erwähnen, warum ich es so nenne. Unsere gute, wo eigentlich, ja, ich weiß, künftige First Lady, aber bis hier Let's Play vorbei ist, ist es schon 2017. Dann ist es offiziell und künftig passt sowieso nicht hin, deswegen unsere First Lady. Alter. Was machst du bloß immer, Bautz? Und nee, vor allem keine Sorge, machst natürlich nicht nach jedem Kampf. Aber ich werde sicher, denke ich mal, mindestens einmal pro Pokémon vormachen. Sprich, wenn sich Baut entwickelt, nochmal einmal. Das nochmal entwickelt, nochmal einmal. Bei Raupenfumund nochmal einmal. Nochmal Safgon, Smeppo. Aber mal so zum Gucken, ne, wie es aussehen würde. Geht relativ schnell. Glück und ja, trotzdem noch so einen niedlichen Faktor, wa? So. Theoretisch aktuell, ja, ist noch doof, das zu sagen und tauschen und so weiter. Jetzt sind wir jetzt an die erste Stelle, wa? Beschattung! Passt ja perfekt. Angewendete Ziele doppelten Schaden. Also im Sinne jetzt, wenn ich während des Kampfes austausche, oder
Angenommen, ich besiege einen Gegner, der muss ein neues Pokémon bringen. Dann vielleicht auch? Alter, wäre das eine krasse Fähigkeit. Jo, hätte was. Durchaus. So, mal ganz kurz so. Ja, aber noch 2 ältere Pokémon. Muss halt nochmal die Zeit nehmen dafür, Freunde. Das muss sein. Da bin ich bereits schon oben bei ihm. Ja, bin jetzt da. Nochmal ein Gunio. Perfekt, kann direkt fangen. Wieder Weibloch. So, ein Fakt, den ich gerade nicht erzählt habe. Das kommt beim nächsten Trainerkampf zum Zuge. Ja, das natürlich auch, Plus, was ist da los? Ja, Freunde, wir sehen jetzt endlich unsere Werte gesenkt und erhöht wurden. Krass, oder? Also überlegt, baut sie von den Kopf verdreht. War eigentlich nochmal 1, wa? Ich würde die First Lady noch gerne behalten, alleine schon wegen der Fähigkeit. Mangunio wurde gefangen und Dumi will ich eigentlich auch nicht. Entweder brauche ich nochmal ein Pipek und nochmal ein Mangunio. Nö, passt. So, also die große Frage, wieso macht der Michael das alles? Was soll das? Zeige ich auch in der nächsten Folge, Freunde. Noch ein Trank. So, hier nochmal ein Trainer. Nicht hier, ein bisschen weiter vorne. Pipek, perfekt. Großes Männloch, neues Domi. Nur was ist los? Da kriege ich hier nur weibliche Domis. Jetzt haben wir schon wieder gesehen. Das soll ich als nächstes Mal erwähnen. Na, erwähnen es halt doch jetzt schon. Heiler, ein Angriff wird gesenkt. Ja. Im 7. Gen ist es so, wenn ich gegen einen Pokémon bereits gekämpft habe. Pepe kennen wir haben bereits dagegen gekämpft. Dann sehe ich ab dem 2. Mal, ob ein Attack von mir effektiv ist oder eben auch nicht. Deswegen hier Tackle, normal effektiv. Blattwerk, Pflanzattack gegen Flug-Pokémon nicht effektiv. Deswegen steht es hier auch so. Was Gott schon die ganze Zeit? Mach ihn mal hin, Alter. Ich weiß, Part ist schon längst vorbei. Halt den Schnabel! Oh, Alter, das tat weh. Das hat mich voll in der Seele getroffen. Du gehörst mir, Pipek. Ich finde das überhaupt nicht so keck von dir. Pipek wurde geschnappt. Geil. So. Ich bin soweit durch, Freunde. Ich habe alles, was ich wollte. Perfekt für die nächste Folge. Werden Part 3. Ja, ich bringe die ersten 3 Folgen am gleichen Wochenende. Passt soweit. Das ist noch ein Trainer für später. Kommen wir endlich durch. Perfekt. Freunde, in diesem Sinne sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal mit diesen 6 Pokémon. Allerdings werden wir uns in der nächsten Folge von 2 verabschieden müssen. Oh, er ist doch bis dahin, sage ich. Wie bereits erwähnt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, hier wegen Speichern und so weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.